So, wir sind wieder zurück am Start. Ich nehme etwas sehr wunderbar. Garage, Sozial. Huch! Need for Speed Heat bringt dich automatisch mit anderen Spielern in eine provisorische zusammen. Okay. Mitglieder. Aha. 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 Und wie kann ich jetzt hier meine Crew selber bestimmen? Hier. Crew verlassen. Und jetzt kann ich hier... So, machen wir das schnell so. Und das Crew-Logo. Der sieht ganz geil aus. So, eine Crew erstellt. Du hast eine Crew mit diesem Namen erstellt, okay. Crewleitung beanspruchen. Dafür brauche ich 50.000 Rep. Dieser Cop hat mein Leben zerstört. Hey, Anna, Wenn ich einen Burger will, muss ich rausgehen und laufen. Das ist nicht gesund. warum gehst du nicht an den Strand? Entspannst dich. Genieß den Sand zwischen den Zehen. Wie bitte? Du hast recht. Blöde Idee. Mir fällt schon was ein. Na dann viel Glück. Okay, Anna, zeig, was du kannst. Ich einfach diese Sicherheitstore richtig kaputt machen kann. So. Sparky ist vor mir. Oh, schon den wollte ich noch.
ist euch eigentlich aufgefallen, dass man irgendwie im Rundkurs hier immer 3 Runden macht? Und nicht irgendwie 2 oder 4? Das ist irgendwie speziell, man. Das ist bis jetzt jeder Rundkurs ist 3 Runden gegangen. Ist noch interessant irgendwie, dass das so läuft. So, noch diese Runden ein paar mitnehmen. Dann haben wir gleich noch ein Rennen offen, dann können wir das Auto tunen und dann sehen wir uns in der nächsten Session. Und ich gehe nachher noch ein bisschen Call of Duty spielen. Das auch wieder sein. Ich muss ja dann, also ich will ja dann noch Level 155 werden. Ich bin jetzt momentan bei Level 132. Also ich habe noch 23 Level vor mir. Dann habe ich die Season schon mal mit dem Max-Level fertig. Dann kann ich wieder warten, bis die nächste Season ist. Das ist ja irgendwie speziell in diesem Call of Duty. Ich frage mich eigentlich, wie lange geht eigentlich eine Season dort. Glaube ich, wenn es 2-3 Monate geht, dann ist es okay, aber wenn es länger geht, dann Spaß dort fängt jedes Mal von vorne wieder an. Spark ist 1 Kilometer hinter mir. So. Mein Controller vibriert einfach weiter. Das war jetzt ein bisschen verbuggt. Ich muss ja noch dieses Gewinne-Tag-Event Performance 180 abschließen, aber jetzt nachdem wir das Geld haben, dann können wir das auch wirklich machen. Sollte dann auch gar kein Problem mehr sein. So. Jetzt sind es auch wieder 3 Runden, seht ihr? Das ist sehr, 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 sehr interessant, wie das funktioniert. Boah, falsch gedriftet. Das hat mir ein bisschen Vorsprung jetzt gekostet, aber ich habe immer noch genug Vorsprung.
Was mich noch wundernimmt, sie haben ja in der Promo-Phase von dem Spiel, haben die ja so mit so einem Typen zusammengearbeitet, der irgendwie so ganz viele krasse Trickshots gemacht hat. Also so irgendwie mit so geilem Auto und so. Bin gespannt, ob wir denen noch begegnen werden in der Story oder ob das nur wieder Marketing war für dieses Game. Weil irgendwie beim Need for Speed 2015 konntest du so Missionen machen vom Ken Block. Das war richtig geil. Du hast auch da sein Fort bekommen, wenn du das geschafft hast. Das war in der Gratis-Erweiterung damals noch. So. Dieses Rennen haben wir auch souverän gewonnen. So, ohne Probleme. $12.375 reicher. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ab in die Garage. Kann ich da eigentlich in das Versteck? Ich denke mal, ich gehe in das. Ah, die ist parkiert dort. Okay. Hey, ist Anna bei dir? Nein. Hat sie sich verdrückt? Nicht mehr als sonst. Ich dachte nur, da ihr jetzt eine Crew seid, hängt ihr vielleicht zusammen ab. Im Moment nicht. Hat sie dir je erzählt, was mit ihrer letzten Crew war? Sie meinte, sie konnten nicht mithalten. Ja, sowas in der Und so Art. elektrische Hört Werte. zu, passt da draußen auf euch auf. Ich warte hier auf sie. Okay, bis dann. Ja, also diese Monologe wiederholen sich, wenn man gehen wir einen neuen Tag, um die Questreihe voranzubringen. Garage aufsuchen, so. Hey, wie war's mit Wayne? Hat er dich in die hohe Kunst des Driftens eingeführt? Oha! Oha! Was wir da alles für neue Sachen bekommen. Und wir haben $176. Dann würde ich mal sagen. Auf geht's mit dem Tuning. Und so lange wie wir das Geld gesammelt haben, so schnell geht's wieder weg. Das ist einfach nur krank. Ändert sich nichts. Warte, was? Pro, so.
Jetzt zum Schluss. Driftteile. Wenn du Driftteile annehmen musst bei Drift-Serie.com so erreicht. Seid ihr aber bewusst, dass sich dadurch die Beschleunigung und der Grip deines Wagens verschlechtert. Was haben wir jetzt drin? Welches Fahrwerk habe ich jetzt eingebaut? Sport. Da machen wir noch nichts, aber hier. Antrieb, Kupplung. So, und hier das Getriebe. Elite Plus. So, Differential habe ich ein Racing Differential drin. Dann lassen wir hier mal auch ein Racing Differential drin. Und hier Reifen. So. Das heißt, hier habe ich jetzt die Drift-Reifen drin. Motor wechseln. Hä? Ich hab doch was freigeschaltet vorher. Hier. Nein, das brauche ich noch nicht. So, und damit wären wir fertig fürs erste Mal. So, wir haben jetzt das Auto ein bisschen weiter nach oben getunt. Und haben noch das Dingens offen. 280er. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace.